Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum Talk zum Thema Jürgen Kloppi Kloppo Klopp. Ja, mal weg vom FC Bayern, trotzdem natürlich hier, wir sind hier auf dem Bayern-Kanal, von daher bleibt es auch im Bayern-Look. Ja, ich habe ja im Discord so einen Channel, wo ihr fragen könnt nach Reactions, Meinungen, sonst was. Und da kam das Thema Jürgen Klopp auf. Natürlich habe ich da eine Meinung zu. Die werde ich mal ein bisschen kundtun mit euch. Da werde ich aber ein klein bisschen für ausholen. Also erstmal ist für mich der Kloppo mittlerweile ein super sympathischer Mensch. Ja. Natürlich, wo er in Dortmund war, absolutes Feindbild für uns Bayern. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden. War aber auch noch eine andere Zeit, Fußball, glaube ich. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so extrem, wie es früher mal war. Auch wenn man mal zurückdenkt an die Zeiten mit Bremen oder Köln und so was. Ich denke, das ist heute nicht mehr so. Heute ist das mehr so von Respekt gegeneinander geprägt, als wie von, was weiß ich, ja, so wie es früher war. Ne? Einfach auch der Zeit geschuldet. Wie habe ich reagiert, wo die Mara mir das gesagt hat? Ich habe das halt gar nicht mitgekriegt, die hat mir das halt gesagt. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, wo es um neuen Trainer für den FC Bayern ging vor der Saison, kamen ja immer ganz, ganz viele Dortmunder, weil ja auch viele Bayerner so gesagt, ja, wer ist denn mit Klopp? Jetzt macht er auf jetzt und er ist ja auf dem Markt und bla und so. Und dann kamen immer ganz viele Dortmunder, ja, der würde nie zum FC Bayern gehen, er ist ein Dortmunder, bla 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 bla. Da habe ich immer gleich gesagt, ja, ganz genau so ist das in der heutigen Zeit. Ja, natürlich ist dem das scheißegal. Dass er jetzt genau den Dortmundern Fans gerade ins Herz sticht, indem er zu RB geht, Feindbild Nummer 2 nach Hoffenheim für alle Dortmunder, glaube ich. Ja, Hut ab. Lob und Anerkennung, Karma hat reingekickt, war. Ich denke, da wären die Leute, die das gelabert haben, wären dann wahrscheinlich froh, wenn er zum FC Bayern gegangen wäre, anstatt nach RB. Ja. Natürlich eine kleine Befriedigung für mich. Heißt natürlich nicht, dass alle Dortmunder so sehen, das ist nur auf diese kleine Menge Dortmunder bezogen, die da so reingegangen sind, ja. Was zeigt dieser Wechsel ganz klar? Dieser Wechsel zeigt, oder diese Anstellung zeigt ganz klar die Romantik, wie wir sie alle noch haben, auch ich, ja, diese Fußballromantik, dieses, was man immer denkt, diese Vereinstreue, diese Liebe, die ist nicht mehr da, Leute. Die ist nicht mehr da. Mir ist das vor 3 Jahren oder was, wo es um die Coman-Verlängerung ging, klar geworden. Da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und da müsst ihr klarkommen mit. Diese Sachen sind nicht mehr da. Da kann man auch gerne den Slogan wahre Liebe bei Dortmund nennen oder Mir Samir beim FC Bayern. Das ist nicht mehr da. Es ist ein reines Business, ein reines Geschäft. Es geht nur um Kohle und Möglichkeiten. Es geht nicht mehr um Vereinstreue, Vereinsliebe, dass irgendjemand irgendwas ernst meint, was er über irgendeinen Verein von sich gibt. Es werden immer die gleichen Phrasen, die gleichen Floskeln rausgehauen von irgendwelchen Spielern. Man sieht's doch anhand daran, wie lange Spieler im Verein sind. Ja, nimm selbst einen Thomas Müller bei uns, wie oft der kurz vorm Wechsel stand und so weiter, ja. Der ist natürlich noch eine Ausnahme, ja, weil es nie so weit gekommen ist, aber diese Fußballromantik, ich meine, der Thomas Müller ist ja auch nicht bei uns und spielt für 10 Millionen. Der verdient 20 Millionen plus. Ja. Also, diese ganze Fußballromantik gibt es nicht mehr. Ja, es tut mir im Herzen weh, ja, um es in Manuels Neuers Wort zu sagen, es wurde mir das Herz aus der Brust gerissen von Vereinsseite. Bei mir dann von Fußballseite, ja, diese Fußballromantik ist nicht mehr da. Und da sieht man gerade, dass Kloppo genau in diese Kerbe schlägt. Ja. Von daher muss man das schon mal ein bisschen differenzierter sehen. Wenn man immer noch in dieser Fußballromantik drin ist, wird man wahrscheinlich gerade den Kopf schütteln und die Welt nicht mehr verstehen. Kann ich voll nachvollziehen. Ne? Auf der anderen Seite, jeder, der sich ein bisschen mit Jürgen Klopp beschäftigt, ich meine, Jürgen Klopp ist eine Gelddruckmaschine. Ja. Also der war Trainer bei Liverpool, wo er, was weiß ich, 20 Mille wahrscheinlich verdient hat im Dreh. 15 bis 20, ich habe keine Ahnung.
Guckt euch an, alles, wenn es kein Wettanbieter-Werbung war oder keine Alkoholwerbung, dann war Jürgen Klopp seine Fresse zu sehen, wenn ihr Fußballspiele geguckt habt. Ja. Also er ist schon eine Werbehure, er ist schon ein Mensch, der das voll ausnutzt, ja, jeden Cent mitnimmt. Hat er auch mal gesagt, wenn ihr euch mal, kleiner Tipp von mir, auch wenn man Knossi nicht mag, guckt euch mal das Interview an, was er geführt hat mit Jürgen Klopp. Da merkt man so ein bisschen, was Kloppo auch für ein Typ ist. Ja. Es gibt noch ein gutes Video von, ich weiß es gerade nicht, müsste ich mal aussuchen, mit so einem Journalisten. Das geht auch so 1,5 Stunden, der einen Kloppo interviewt hat. Das geht noch mal ein bisschen tiefer rein und da denke ich, merkt man ganz gut, was Jürgen Klopp für ein Mensch ist. Ein sehr straighter Mensch, ein sehr ehrlicher Mensch, ein sehr offener Mensch, der auch kein Geheimnis daraus macht, ja, dass man die Kohle halt mitnimmt, für seine Familie vorsorgt, für die Generation. Ja, und das wird mit Sicherheit auch ein Faktor gewesen sein. Ja, auch wenn die Bild-Zeitung jetzt titelt, Jürgen Klopp verdient nur die Hälfte, wie er vorher bei Liverpool verdient hat. Jürgen Klopp hat aber auch einen viel stressfreieren Job. Ja. Er steht nicht mehr jeden Tag 8 Stunden auf dem Trainingsplatz und macht sich Gedanken und dies und das, sondern das wird viel in beratender Funktion sein. Und wird dafür trotzdem gutes Geld kriegen, ja, und wird trotzdem sein Leben schillen können, ne? Da genau das, was er wollte. Und er ist natürlich auch nicht ganz raus vom Fußball, bleibt weiter im Gespräch. Und ich denke, er wird natürlich auch da die Möglichkeiten sehen, ne? Mal in einem neuen Aufgabenfeld trotzdem noch einen gewissen Einfluss zu haben. Es ist ein bisschen, oder um darauf zurückzukommen, was ich gedacht habe, wo ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, warum hat BVB denn sowas den Jürgen Klopp nicht angeboten? Ne? Warum hat der BVB, was ist ja angeblich die wahre Liebe, und Kloppo ist ja aus Liebe zum Verein gegangen, damit es dem Verein gut besser geht, und ich glaube, seit Klopp ging es dem Verein nie wieder so gut, wie es unter Klopp war. Ja, also was sich da manche BVB-Fans auch einreden in ihrer Fußballromantik, ist auch ein bisschen wir. Aber da sind die ja jetzt hart auf dem Boden gelandet. Grüße gehen raus. Habe ich trotzdem nicht verstanden, warum man sich da nicht bemüht hat. Ja. Das wäre natürlich mal ein Kracher gewesen, anstatt da so ein Matthias Sammer, der, ich weiß nicht, wofür der bei Dortmund da ist, aber ich bin auch nicht drin im Dortmund-Thema. Ich nehme mir da auch nicht das Recht raus, da irgendwas zu bewerten, zu kritisieren oder zu loben. Einfach nur mal so von außen betrachtet, fand ich schon ein bisschen wild, dass der BVB da nicht auf die Idee gekommen ist, ne? Da mal beim Kloppo anzufragen, wenn es doch angeblich alles so schön und Liebe und bla ist. Wenn dem so wäre, wie sich das diese ganzen Fußballromantiker vorgestellt haben, dann wäre Jürgen Klopp niemals nach RB gegangen. Ja. Dann wäre er niemals nach RB gegangen. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Ich persönlich, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen mit der Person Jürgen Klopp beschäftigt, kann das voll nachvollziehen. Ne? Erstmal hat er nicht den kalten Cut. Ne? War jetzt ein paar Monate raus, komplett kalter Cut. Jetzt fängt er ab Januar an. Das wird ein super schwieriger Job sein, im Gegensatz zum Trainergeschäft. Und trotzdem ein Job, wo er sehr viel Einfluss haben kann. Ja, gerade bei den kleinen Vereinen, was man dann auch so gelesen hat, hat er dann natürlich viel mitzureden. Natürlich bei Leipzig und Salzburg eher untergeordnet in Beraterfunktion. Aber Jürgen Klopp ist halt auch ein Fußballverrückter, ja. Und für RB ist das, Alter, für RB ist das ein mega Schritt, wenn du so einen Fachmann bekommst, ne, der da wirklich Input gibt. Und das ist Jürgen Klopp, der gibt da Input. Ne. Also das muss man ganz klar sagen. Und aus seiner Sicht, ja, 100%, ja, kann man voll nachvollziehen, ne, muss man einfach so sagen. Weil er hat einen Job, der, wie gesagt, auf jeden Fall eine Ecke chilliger ist wie vorher, bekommt gutes Geld, hat trotzdem sehr viel Einfluss auf viele Sachen, ne, aber steht nicht in der Hauptverantwortung. Ja, also was gibt's denn Schöneres? Ja, und natürlich ein neues Aufgabenfeld, neue Herausforderungen. Ja, wer kann Ihnen das denn sonst auch bieten, ne, in diesem Umfang? In diesem Umfang relativ wenige. Ja, es gibt noch so ein paar mehr Konzertien, da
Scheichs und so weiter, die mehrere Clubs betreuen und sowas. Aber auf dem Level jetzt, man kann es nachvollziehen, ne? Definitiv, denke ich. Weiß ich nicht. Muss man das gut finden? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Gibt es Schlimmere, wenn wir jetzt mal auf diese Kommerzialisierung zurückkommen, was ja vielen Fußballromantikern immer noch ein Dorn im Auge ist, ähm, was natürlich auch ein bisschen geheuchelt ist in der heutigen Zeit, muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, guckt in den FC Bayern Fanshop, guckt in den Dortmund Fanshop. Wahre Liebe, der Slogan, der im Ruhrgebiet natürlich einschlägt wie eine Bombe. Genauso wie Mir Samir in Bayern. Schon klar, ne? Ist schon klar, oder? Also, müssen wir nicht drüber reden, hoffe ich, ja. Also, Marketing hoch 10, ne, nichts anderes, brauchen wir gar nicht drüber reden. Von daher, ja, dieser Kommerzialisierungsgedanke, der immer wieder angetan wird, den können wir schon mal weglassen. Ne? Das ist in der heutigen Zeit, gerade Dortmund schon ewig lange, seitdem sie an der Börse sind, geht das gar nicht anders, weil sie dazu verpflichtet sind. Ja, sie müssen alles dafür tun, dass Gewinne erzielt werden und dürfen noch nicht mal Sachen nicht tun. Ja, also da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Gut, dann ist natürlich noch das Thema Tradition da oder das Thema sich den Erfolg gekauft. Ja. Tradition gibt's natürlich nicht bei RB Leipzig. Oder, keine Ahnung, allen anderen Retortenclubs, die da so kommen. Ja, neben Hoffenheim, was weiß ich was. Natürlich ist da keine Tradition. Ähm, Müssen wir uns an Tradition hochziehen? Weiß ich nicht. Natürlich ist es schön, wenn traditionsreiche Vereine in der Bundesliga sind und man gegen diese spielt, aus Fansicht, ja, weil es natürlich geil ist, auf den Betzenberg zu fahren und diesen gegenseitigen, ich will nicht sagen Hass, ja, aber dieses gegenseitige Nicht-Mögen oder diese Rivalität einfach, ja, diese Rivalität, die einfach über Jahrzehnte gewachsen ist, ja, diese zu spüren, auch wenn man nicht auf einem Level spielt. Ja, auch wenn David gegen Goliath ist, ist trotzdem diese Rivalität da und es ist super wichtig, dieses Spiel. Ja, das hast du natürlich nicht, wenn du gegen RB Leipzig, gegen TSG Hoffenheim, was weiß ich, spielst. Ja, das hast du nicht. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, das wächst vielleicht mal, wenn in 100 Jahren, dann werden wir alle nicht mehr leben. Und wer weiß, ob Fußball dann nicht schon nur noch Roboter über ein Feld laufen, gar keine Menschen mehr, was weiß ich. I don't know. Ja, und guckt euch, oder anders gesagt, Tradition heißt nicht, dass die Vereine das gut machen. Guckt euch Schalke, Köln und so weiter, Hamburg, Kaiserslautern, Dresden und so weiter. Guckt euch an, wo die rumdümpeln. Ja. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Guckt euch an, was in der ersten Liga ist. Ja. Also, das Thema ist auch abgehakt. Ich will das Konstrukt auch gar nicht gut reden. Ja, ich finde das auch nicht gut, dass RB Leipzig in der ersten Liga spielt und wie sie da hingekommen sind. Genauso mit TSG Hoffenheim, das ist für mich noch mehr Dorn im Auge gewesen, aber am Ende ist es beides dasselbe. Nur einmal war es eine Einzelperson mit einem Unternehmen dahinter und dann ein Riesenkonzern. Beides dasselbe, da wird eine Infrastruktur gebaut, da werden Vereine aufgekauft, die werden zusammengelegt, dadurch ist man dann automatisch in der dritten Liga. Dann werden da Stadien hingezimmert, wofür der Verein keinerlei Geld zahlen muss und so weiter und so fort. Dann werden da Transfers getätigt, die Mannschaft wird erstmal gepusht. Und ja, wenn man dann irgendwann ein gewisses Level hat, so wie es in Hoffenheim auch dann war, ja, der Kader steht, es ist ein Stadion da, alles tutti, man ist schuldenfrei, man hat gar nichts bezahlt, dann hat man natürlich, das sind dann die Startvoraussetzungen für diese Vereine. Ja. Und das ist natürlich dann wild, kritisch. Da müssen wir aber auch VW und Leverkusen mit reinnehmen. Ja, da sind auch Konzerne hinter, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da möchte ich auch nicht wissen, was da Schmuh gemacht wird, ja, damit da der ein oder andere Spieler da ist. Aber anderes Thema. Ja, weiß ich nicht. Also ich heiße es auch nicht gut. Ja, ich habe auch eine gewisse Abneigung gegen diese Vereine. Ich habe jetzt aber auch keinen Hass oder Disrespekt oder sowas, wenn man sieht, wie Leipzig arbeitet oder auch Hoffenheim arbeitet,
ist das natürlich nochmal was ganz, ganz anderes, als wie das Manchester City, Paris Saint-Germain und so weiter tun. Ja, da ist keiner, der da jedes Jahr 1/2 Milliarde reinpumpt und es scheißegal ist, ob man Plus oder Minus fährt. Ja, das sieht man daran, guckt euch an, was Leipzig verkauft. Ja. Also die machen schon gute Arbeit, definitiv. Ich denke, das kann man denen nicht absprechen. Aber natürlich haben die trotz alledem ganz, ganz andere Möglichkeiten, ja, und sind mit einer ganz, ganz anderen Möglichkeit erstmal gestartet. Und das ist natürlich dann schon sehr ungerecht den anderen Vereinen gegenüber, das muss man einfach so sagen. Gut, aber am Ende des Tages, ja, völlig verständlich, ja, ist eine super Aufgabe für einen Kloppo. Ja. Hat super viel Einfluss, wird auch einen gewissen Einfluss in beratender Funktion in Leipzig haben. Ich habe auch gelesen, dass er im Rückspiel Dortmund-Leipzig dann sehr wahrscheinlich auf der Tribüne sitzen wird. Das ist natürlich dann ein Stich ins Herz für alle Dortmunder. Wild. Kann ich nachvollziehen, dass das dann so ist. Ja? Aber ja, ich beschließe das Ganze mal mit, Leute, es gibt einfach keine Fußballromantik mehr. Findet euch damit ab. Es ist hart, das zu realisieren, das zu schnallen, ist super hart. Wenn man das aber tut, sieht man einige Sachen vielleicht ein bisschen weniger emotional und ein bisschen weniger aufgeregt. Ja, so ist es einfach. Aber das ist auch so ein Thema, um vielleicht kurz einen Schwenk zum FC Bayern zu machen, was wir bei uns auch haben. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Fans, du darfst ja kein schlechtes Wort gegen Thomas Müller sagen. Ja, weil Vereinsikone, Blasels, dass der Mensch gerade 20 Millionen verdient und alle 4 Spiele mal 15 Minuten spielt, scheißegal, spielt keine Rolle. Ja. Das sind halt, da siehst du halt, dass diese Menschen immer noch in dieser Fußballromantik sind. Ja. Die gibt es nicht mehr. Das ist gerade Spitzenteams, das ist ein reines Geschäft. Ja, nichts anderes mehr. Leider. Du hast immer mal wieder so einen Spieler wie bei uns Thomas Müller, na klar. Aber guck mal, wie selten das geworden ist. Hast du früher in jedem Verein 2, 3, 4 Spieler gehabt. Bist du froh, wenn du noch einen hast. Ja. Gut, das ist ein bisschen abschweifend, ja, aber ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zu dem Thema Jürgen Klopp. Ja, es ist absolut nachvollziehbar aus seiner Warte, dass er das macht. Was soll man da sagen? Ja, also nochmal, ich sehe das natürlich ein bisschen differenzierter, weil mir da nicht das Herz aus der Brust gerissen wurde, wie vielleicht den einem oder anderen BVB-Fan. Ja, aber wie gesagt, verabschiedet euch von der Fußballromantik, Leute. Kommt ihr alle ein bisschen besser klar mit dem Thema Fußball. Vertraut mir. In diesem Sinne, Leute, nehmt's leicht. Ändern kann man es eh nicht. Ne? In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.